In dem Moment aber, wo sie den Stich gespürt hat, ist sie aufs Bett gefallen, wo dort gestanden ist, und in einen tiefen Schlaf gefallen. Und der Schlaf hat sich über das ganze Schloss verbreitet. Der König und die Königin, die gerade heimgekommen und in den Saal hineingelaufen sind, haben angefangen zu schlafen und der ganze Hof steht mit ihnen. Da sind auch die Rosse im Stall eingeschlafen, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach, die Flüge an der Wand, ja sogar das Feuer, das auf dem Herd geflackert hat, ist still geworden und eingeschlafen und der Braten hat aufgehört zu brutzeln. Und der Koch, der am Küchenbursch gerade eine Ohrfeige geben wollte, weil er etwas verlauert hat, ist eingeschlafen. Der Wind hat sich geleitet und auf den Bäumen vor dem Schloss hat sich kein Blättchen mehr gerollt. Rings ums Schloss ist mit den Jahren ein Dornenhag gewachsen, der immer höher geworden ist und das ganze Schloss überwachsen hat, so dass man schlussendlich gar nichts mehr davon gesehen hat, nicht einmal die Fahnen auf dem Dach. Im Land ist die Sage umgegangen vom schlafenden Dornrösli. So hat man der Königstochter jetzt gesagt. Öppe die sind Königssöhne vorbeigekommen und haben probiert, durch den Dornenhag ins Schloss hineinzukommen, aber die Dornen sind so fest zusammengewachsen, dass die Bursten drin sind bleiben hängen und jämmerlich gestorben sind. Nach langen, langen Jahren ist wieder einmal ein Königssohn ins Land gekommen und hat gehört, wie ein alter Mann von dem Dornenhag erzählt hat. Es soll ein Schloss dahinter stehen, wo eine wunderschöne Königstochter mit dem Namen Dornrösli schon seit 100 Jahren schlafe und mit ihr der König, Königin und der ganze Hof steht. Er habe auch von seinem Grossvater gehört, dass schon viele Königssöhne gekommen seien und probiert haben, durch den Dornenhag zu gelangen, aber drin hängen geblieben und jämmerlich gestorben seien. «Ich habe keine Angst. Ich will dort hin und das schöne Dornrösli sehen», hat der Bursch gesagt. Der gute Alte hat ihm davon abgeraten, aber er hat nicht auf ihn hören. Jetzt sind aber gerade die 100 Jahre vergangen und der Tag ist gekommen, wo das Dornrösli wieder hätte verwachen sollen. Wo der Königssohn zu dem Dornenhag kam, da sind es lauter schöne grosse Rosen, die ihm von alleine Platz gemacht haben. Im Schlosshof hat er die Rosse und die Jagdhunde gesehen schlafen. Auf dem Dach sind die Tauben gesessen und haben ihre Köpfchen unter den Flügeln gestreckt. Als er ins Haus hineinkam, haben die Flüge an der Wand geschlafen. Der Koch in der Küche hat die Hand noch so gehabt, wie wenn er dem Küchenbub eine Ohrfeige geben wollte, und die Magd ist vor dem schwarzen Huhn gesessen, wo sie hätte rupfen sollen. Da ist er weitergegangen und hat im Saal den ganzen Hofstaat gesehen schlafen und oben beim Thron sind der König und die Königin gelegen. Da ist er noch weitergegangen und es war so ruhig, dass er seinen eigenen Schnauf gehört hat. Schliesslich ist er zum Turm gekommen und hat die Türen zu den kleinen Stuben aufgemacht, wo das Dornrösli drin geschlafen hat. Da ist sie gelegen und sie war so schön, dass er sie ganz lang angeschaut hat. Dann hat er sich runtergebeugt und hat ihr einen ganz feinen Kuss gegeben. Als er sie mit den Lippen berührt hat, hat das Dornrösli die Augen aufgemacht, ist verwacht und hat ihn freundlich angeschaut. Dann sind sie zusammen runter und der König ist verwacht und die Königin und der ganze Hofstaat und alle haben einander mit grossen Augen angeschaut. Die Rosse im Hof sind aufgestanden und haben sich geschüttelt, die Jagdhunde sind aufgestanden und haben gewedelt, die Tauben auf dem Dach haben die Köpfchen unter den Flügeln genommen, haben herumgeschaut und sind davongeflogen. Die Flüge an der Wand sind weitergekrochen. Das Feuer in der Küche hat wieder angefangen zu flackern und das Essen kochen. Der Braten hat wieder angefangen zu brutzeln. Und der Koch hat dem Küchenbursch eine Ohrfeige gegeben, dass der geschrauen hat. Und die Magd hat das Huhn fertig gerupft. Und dann ist die Hochzeit vom Königssohn mit dem Dornrösli in aller Pracht gefeiert worden. Und sie haben miteinander zufrieden gelebt, bis an ihr Ende.